Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem weiteren Gameplay. Ich habe mir Tell Me Why gezogen. Dann wir mal ausprobieren, wie das ist. Ich habe ganz am Anfang das Spiel schon mal kurz gestartet. Zum schauen, wie es ist. Jetzt will ich von Anfang an wieder starten. Das muss ich echt. Da, genau, okay. Dann wir ab neu starten. Ja klar. Also, fangen wir an. Sind wir gespannt. Das Spiel ist auf Deutsch anscheinend. Und ich freue mich schon auf eine coole Story. The Lost Crossing, Alaska, 1. März 2005. Hey, Knaps. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, okay? Was ist heute Nacht passiert? Ich wollte ihr meine neue Frisur zeigen. Sie hatte eine Waffe. Lass dir Zeit. Sie ist ausgerastet. Ich. Ist schon okay. Nein, ist das nicht. Es ist nicht okay. Meine Mom wollte mich umbringen, also habe ich sie erstochen. Ich habe sie umgebracht. Wohnzentrum Fireweed, 2. November 2015, 10 Jahre später.
Gut, zuerst suche ich die Schlüssel zum alten Haus. Dann fahre ich nach Fireweed und bleibe einfach ganz cool. Alles wird gut. Okay. Also. Da oben sind die Schlüssel nicht. Dort sind sicher Fotos. Im Buch sind die Schlüssel nicht. Das Schlittschuh auch nicht. Ach ja, ich habe ihn hier unten versteckt. Ach, hier hast du dich also versteckt. Oh Scheibe, ich hätte zuerst so ein Bild anklicken. Ich hab's vergessen. Okay, ich glaube, ich kann jetzt los. Nein. Schau das Bild an. The Grave Rising. Irgendwann werde ich mehr davon ausfüllen. Noch eine Staffel. Was soll ich denn bloß machen, wenn die vorbei ist? Mich mit echten Menschen beschäftigen? Ich könnte mir dieses Bild ewig ansehen. Nicht gerade meine hübscheste Kreation. Sieht aus wie ich kurz nach dem Aufstehen. Can I fix this? Die muss ich mit nach Juneau nehmen. Ich sollte die wegwerfen. Immerhin kann ich sie jederzeit streamen. Aber der Anblick der Box macht mich glücklich. A Journey Through the Stars. Okay. Die Schublade ist sicher etwas. Was ist verheiratet? Warum habe ich das noch? Der Anblick erinnert mich jedes Mal daran, wie allein ich bin. Alison and Bobby. Caribbean Dream Senior from 2012. Okay. Vor 3 Jahren ist das gewesen. Kann ich das jetzt so machen? Okay. Das kann ich jetzt durchstreichen. Okay? Ich glaube, ich kann jetzt los. Ob er sich darüber freut? Oder ist das zu viel? Nein, komm, nimm's mit. Ist alles okay. Michael und Tyler werden sich super verstehen. Ganz schön verrückt, ihn nach all der Zeit wiederzusehen. Ja, komm. Ich habe seit der Highschool nicht trainiert. Ellie, sie wird sich bestimmt unwohl fühlen. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso kein E-Mail? Tja, ich dachte mir, für ein
Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen. Nachdem 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer, du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist, die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, das du bei Kerzenschein lesen kannst. Siehst du, ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, okay? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen. Ich bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen. Und so spart ihr abfällige Bemerkungen. Wenn du meine Karre siehst, sie hat einiges erlebt. Und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies haben mir den Tag freigegeben. Wir können also direkt zum alten Haus fahren und das für den Verkauf vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen. Nur damit es klar ist. Drück dich, Alice. So, okay. Ich kann kaum glauben, dieses Zimmer zum letzten Mal zu sehen. Okay, ich bin soweit fertig hier. Fehlt nur noch mein Kobold, dann geht's los. Blöd, dass ich die da lassen muss. Aber wenn ich das voll aufdrehe, bricht das alte Haus sicher zusammen. Mann, der Soundtrack meiner angsterfüllten Teenagerjahre. Sei der nächste, die habe ich zuletzt in Dauerschleife gehört. Okay. Sagen wir mal. Die kenne ich inzwischen fast alle auswendig. Shelter from the Ich hätte es so gerne zu Ende gelesen, aber Gott war das zäh. Okay. Hey, du Kleiner. Bald wirst du deine Schwester wieder treffen. Cool. Jetzt bin ich aufbruchbereit. Ciao, Herbert. Das andere Figürchen auch sollen mitnehmen, hä? Ach, blöd. Mann, ich werde diese Vögel vermissen. Denali. Ich muss mich für nächsten Sommer bewerben. Okay. Take me this box of charming treasure is now yours by the first law of finders keepers. Okay. Das ist so. Okay. Hey Aaron, du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, den sich eingefährdeter, aber reformierbarer, Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, wenn ich aus Firewood raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel Taylor. Okay.
Hi, Tyler. Hi. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen und du sagst Hi, Tyler? Oh, sorry, ich... Schon gut, Allison. Hi ist doch ein guter Anfang. Ist das schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Willst du noch irgendwas mitnehmen? Nein, das war's. 10 Jahre in einer Tasche. Dann sollten wir gehen. Wir dürften noch die Morgenfähre kriegen. Die steht dir gut. Danke. Die ist von einem meiner Schützlinge. Die ist echt klasse. Ja, ich finde, er ist echt wahnsinnig talentiert. Ich habe Cafés in der Gegend überzeugt, seine Kunst auszustellen. Tyler Ronan, Mentor der nächsten Generation. Ja, wir sind im Arsch. Also, wirst du irgendwas hier vermissen? Ganz ehrlich, die Leute, die anderen Bewohner, meine Schützlinge, mein Tutor Aaron. Der Anfang war schwierig, aber dann wurde es mein Zuhause. Ich habe ihnen vertraut. Ich konnte dort ich selbst sein. Das ist toll. Das freut mich echt für dich. Fahren wir nach Dallas Crossing oder schieben wir? Du kannst gern zu Fuß gehen. Nee, versuchen wir es. Willst du dich noch mal umsehen oder so? Fertig. Fahren wir. Doch, wirklich. Ich bin viel zu unkreativ, um mir sowas auszudenken. Ach, und letzte Woche musste die Fähre umkehren, weil ein Bär mit an Bord war. Nicht im Ernst. Jemand hörte aus einem Lieferwagen Lärm, also haben sie reingeschaut. Und drin lag dieser Bär, fett und zufrieden auf einem ganzen Berg leerer Chipstüten. Immer dem Essen nach. Oh, das kann ich verstehen. Was ist dann passiert? Ich weiß nicht genau. Er wollte wohl nicht raus, also wurde er betäubt. Oh, armer Kerl. Ein Schuss in den Hintern für ein Fressfleisch. Tja, du weißt ja, wie es heißt. Im Bärengebiet geht Sicherheit vor. Ja, aber Prävention wäre besser. Wenn man vorher richtig nachdenkt, dann muss es gar nicht erst so weit kommen. Dem Bären geht's gut, Tyler. Noch. Hast du schon gehört, dass sie überlegen, die Gesetze zur Trophäenjagd wieder zu lockern? Höhere Jagdquoten, grausame Bodenfallen. Sogar die Jagd im Winter soll wieder erlaubt werden. Was für Arschlöcher erschießen schlafende Tiere? Ich bin kein Jagdgegner, aber Raubtiere sind extrem wichtig für das Gleichgewicht in unseren Parks. Was? Warum grinst du so? Ich meine es wirklich ernst. Oh, das glaube ich, Ranger Tyler. Noch nicht. Aber zumindest den Schulteil habe ich hinter mir. Unglaublich, dass du schon einen Bachelor hast. Ich habe so ein halb abgeschlossenes Zertifikat in Buchhaltung von einem Online-College, das meine Kreditkartennummer geklaut hat. Du findest schon raus, was du willst. Du hast Zeit. Wie geht's dir? Als würde ich auf einen Schneesturm zufahren. Und das Nebellicht ist kaputt. Und was ist mit dir? Allison? Wow, ich war gerade total in Gedanken. Sorry. Was ist los? Tut mir leid, ich versuche nur die Tatsache zu begreifen, dass du hier bist. Dass du neben mir stehst. Auf dem Weg nach Delos. Das muss dir nicht leid tun. Es ist echt krass. Warum haben wir die Fähre genommen, statt zu fahren? Ich wollte nicht noch 2 Stunden länger mit dir im Auto feststecken.
Haha. Wir müssen die Fähre nehmen. Sie ist der einzige Weg von Fireweed nach Delos. Verstehe. Ein Glück. Noch 2 Stunden mit dir am Steuer hätte mein Magen auch nicht mitgemacht. Tut mir leid. Willst du weiterfahren, wenn wir an Land sind? Nö. Irgendwann musst du dich wieder ans Steuer setzen, weißt du? Hör zu, ich habe einen Van von Fireweed in den Graben gefahren. Hey, immerhin hast du das Stachelschwein verschont. Ich schätze, es hat sich nicht viel geändert. Du meinst denn Delos? Noch immer ein trostloses Kaff. Ich will endlich hier raus. War es echt so schlimm? Ziemlich. Aber es hätte auch noch schlimmer sein können. Du meinst, wie in einer Einrichtung für gestörte Jugendliche zu landen? Aha. Wenigstens hattest du Michael. Ja, ohne ihn hätte ich die Highschool wohl nicht überlebt. Sicher fehlt er dir, wenn du in Juneau bist. Wie geht's ihm? Gut, gut. Aber ich sehe ihn außerhalb der Arbeit zurzeit kaum. Er ist mit Tanzen beschäftigt und plant mit seinem Clan ein Potlatch. Ist das Rauch da drüben beim Steinhaus? Die alte Hütte wurde wohl endlich verkauft. Ja, oder die Gespenster wärmen sich am Feuer. Ob die neuen Besitzer wissen, dass es dort spukt? Tina hat bestimmt alles getan, um es zu verheimlichen, bis der Kaufvertrag unterschrieben war. Ach, das Haus war mir immer unheimlich. Diese Fenster sind wie riesige gaffende Augen. Meinst du, die Leute reden auch so über unser Haus? Wahrscheinlich. Also, wir kehren wirklich zurück, was? Zum Steinhaus? Ich meine, wir gehen nach Hause. Ja, tun wir. Ob jemand das Haus kauft? Bisher keine Interessenten. Anscheinend sind Mordhäuser ohne Strom nicht besonders gefragt. Immerhin ist die Aussicht hier schön. Nicht wie in Juneau. Hey, Juneau bietet tolle Bergaussichten. Und es gibt Leute, Unterhaltung. Willst du noch bei mir einziehen? Ich denk drüber nach. Hey, kann ich dich was fragen? Schieß los. Ich habe gehört... ich meine, als du, deinen Abschluss hattest und vor 3 Jahren Mentor wurdest, du warst immer noch die ganze Zeit in Fireweed, oder? Größtenteils. Eigentlich wollte ich ein paar Mal zu diesen Treffen für Transgender in Juneau. Aber immer kam was dazwischen. Ich hätte wahrscheinlich mehr unter Leute gehen sollen. Doch ich wollte lieber da sein, falls die Bewohner mich brauchen. Du konntest also kommen und gehen, wie du wolltest. Ja? Warum fragst du? Ach, nichts. Ich mach mir nur zu viele Gedanken. Bin neugierig, was du so gemacht hast. Allison? Ja? Spuck's aus. Okay, versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Was ist denn? Ein Geschenk. Von Eddie. Ich weiß, du magst ihn nicht besonders, aber... Tut mir leid. Von Eddie also. Du meinst wohl Chief Brown. Also den Polizisten, der mich festgenommen hat. Komm schon, Ty, du. Und dein Adoptivvater, wegen dem du mich 7 Jahre lang nicht besuchen durftest. Die Leitung von Fireweed hat ihm recht gegeben, Tyler. Sie hielten es für das Beste für uns beide. Tja, nun, das war's nicht. Vertragt euch doch. Ihr seid die 2 wichtigsten Menschen in meinem Leben. Bitte. Für mich. Ich vergeb ihm doch nicht, nur weil er mir irgendwelchen billigen Ramsch schenkt. Es ist ein Geschenk, Tyler. Du weißt, was Geschenke in der Kultur der Tlingit bedeuten. Und was es heißt, sie abzulehnen. Na gut. Ich nehme ihn, aber ich trage ihn nicht.
Wirklich? Echt? Damit das klar ist. Ich mach das für dich, nicht für Chief Brown. Weißt du, nenn ihn doch Eddie. Oder auch Onkel? Nein, danke. Es wird immer spannender. Hast du das gehört? Wow. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ja. Wäre es sehr unpassend, wenn ich jetzt zu Hause anrufen muss? Ja. Vollkommen. Sorry. Nur zu. Und entschuldige dich bitte nicht andauernd. Okay, entschuldige. Danke. Seltsam, wieder auf diesem Boot zu sein. Wie geht's? Da kommt nicht drauf. Hä? Das wäre groß. Mit dem Typ muss ich quatschen. Morgen. Hallo? Genießt du die Fahrt? Ich kann mich an dieser Aussicht nie satt sehen. Aber hallo. Wohin geht's? Dallas Crossing? Ich auch. Auch aus der Gegend? Bin hier aufgewachsen. Ach, sieh mal an. Ich bin in deinem Alter nach Anchorage gezogen. Damals gab's in Delos fast nur in der Gegend. Tlingit, Hyder. Ich war seit 5 Jahren nicht daheim. Wurde also Zeit für einen Familienbesuch. Allerdings. Du hast es vielleicht noch nicht gemerkt. Aber die Leute werden ganz schnell alt. Stimmt. Mein Name ist Alex. Alex Gershwin. Nicht verwandt. Mit George Gershwin. Gershwin. Wow. Eine echte Antiquität. Du bist keiner von diesen Typen, die eine 06er alt und... Ist die Jagdsaison nicht fast vorbei? Na, fast. Ich frag mich, ob ich Zeit habe zum Bussard. Wow. Eine echte Antiquität. Du bist... Ich frag mich, ob ich Zeit habe zum Bussardloch zu gehen. Wie war das? Nichts. Ist die Jagdsaison nicht fast vorbei? Na, fast. Hab eine Erlaubnis für eine der letzten Jagden der Saison. Okay, also die wollen ein bisschen mehr außerhalb. Der Typ, das schafft mir. Das kann man. Okay. Hey Allison, nehmen wir statt dem Highway die Panoramaroute? Allison? Ich glaube, sie hört mich nicht. Dann wohl nicht. Hallo nochmal. Welch Zufall, dich hier zu treffen. Die Konservenfabrik läuft gut, hm? Keine Ahnung, was die Menschen in der Gegend sonst machen würden. Es geht nichts über frische Luft. Hey, war das nicht unser Steg zum Schwimmen? Ach nein, das war ja am See. Oh, den haben sie abgebaut. Was? Nein.
Mann, die ganzen schönen Erinnerungen. Wie du mich... Mist. Ich kenne deine Handyaufnahmen, aber es in echt zu sehen ist krass. Ja, es war schrecklich. Man konnte den Rauch bis nach Delos Crossing riechen. Die haben in 2 Jahren nichts aufgeräumt? Die Firma ist pleite und, Überraschung, keiner will sie übernehmen. Jemand ist gestorben, oder? Ja, es war ein verrückter Tag. Die sind anscheinend sehr harmonisch. Da in dieser Gegend, wo jemand stirbt, da ist es... Okay, da stirbt. Steigen wir es auch ein.